in die Schmuesen wegen die ersten 3 Kapiteln gegeben einen Überblick über die etliche Hauptaspekte von Mendeles Masoros Benjamin Ashlishi, is Lomachse Joisrechen Snai, Nummer 1, die satirische maskilische Kavone, durch den Spazier, wo es die 2 Haupthelden, Benjamin und Senderu, führen durch über verschiedene Orte von dem Tchum Agoishev, drückt Mendele uns aus, was die Haskole halt für nicht richtig, für krumm in der Erziehung, in der Kultur, in dem ökonomischen Stege und in der Kehle-Anführung bei Jiden in Russland um 1870. Nummer 2 ist die Inspiration, was Mendele schreibt, von Folklore, von der verspreiter Literatur, von Meiserbüchern auf Loschenkoidisch und auf Jiddisch, um der Themen von die Reute Liederlich auf jederseits Sambatien, Biblei Moishe und so weiter. Der dritte Aspekt ist gewesen die Scheichesen mit Cervantes' Don Quixote und das vierte ist gewesen sich Abstellung auf einige Strichen von Mendeles Stil, der Riker auf seine stechige Digressies, was hat abgewendet mit der nicht das bin ich heißen, und auf die Momente von Parodie, und wir haben vorgelehnt, ein paar solche Stellen mit Parodies von Tanach oder von Mishnayis. Ist jetzt nämlich auch als der liebe Zuhörer von dem virtuellen Lehensaal, halt schon im Lehen in das Buch. Und der Fall will ich nur machen, einen schnellen Überflieg über den Tanzis von dem Sitera Mainse und von den Besonderkeiten von jedem Kapitel. Und in der 5. Lektion will ich schon sehen, herumzureden und zu analysieren, die Hauptlinien, was vereinigen verschiedene Punkte in der Erzählung. Der 4. Kapitel erzählt wegen wie soll Mendele, soll Morchu, wie soll Binyamin und Senderu verlassen von der Jadewke. Und das ist in einer gehäubener Stimmung, bei einer schönen Frühling, die Wetter. Und das gibt eine Gelegenheit, Mendele herauszukommen mit einer von seinen prächtigen Naturbeschreibungen, was wir finden, jemand jeder von seinen größeren Erzählungen. Es ist, als in dem Kapitel ist auch da gewisse Momente von Schrecken, von Spannung, was kommen von Senderus Naivkeit, aber herum ist es eine Zusage, wie geronnen von der größeren Siehe. Mendele stellt sich auf dem, was liegt bei Binyamin in dem Pekel. Versteht sich als wegen Kleidung und andere Gefäße, ist gemacht nicht da was zu sagen. Nur nimmt mit sich mit seine Bücher und Sphärenlich, wo seine so wie die Arbeit gezeigt, auf seine Siehe. Und noch ein paar, auf dem stellt sich Mendele nicht auf, weil man sich schon den Mond fliegen, weil sie den Mond später auch. Aber der Mond noch ein paar Sphären, was nimmt mit und was bedeuten liegt. Nicht laut Asider, nur Asider der Chaim. Das heißt, das was bringt euch die Dinge von dem Seder Atfil, das Geschäfte von Schulchanorich und von anderen Sphären. Und zusammen mit dem Tilem ist da euch Achoku. Das heißt, Achoku Israel, und das ist ein Sefer, was bringt für jeden Tag von der Woche Teilung von der Seder von der Woche, von den Nevien, von Mishnayis, von Gemore, von Poskim, von Zohir, alles eingeteilt, wird alle Tage von der Woche und Memele alle Tage von dem Jahr. Das mitnehmen als ein Sefer, der ganz Binyamis Porträt wie ein edler junger Mann, was sorgt abzugeben jeden Tag Zeit zu dem Lernen, wie es ist der Ideal von dem jüdischen Menschen.
In dem 5. Kapitel sehen wir den Meiles schon nicht von Binjaminen, nur von Sender und die Jidene. Wenn sie gehen sich an den ganzen Tag und der Appetit zerreißt sich bei sie, wissen aber Binjamin nicht, was zu tun, nach uns untersingen an Nigen von Agdomis. Das ist auch nicht eine Partei, der Mechaber allein macht klar, und wir wissen nach uns, dem, was Mendel sagt, dass Agdomis ist eng verbunden mit der Gestalt von Eldad Adani, dem Onsoge von einer kleinigen jüdischen Meluche ergens in Afrika im 9. Jahrhundert, oder mit der Legende von der Reute Jidelach. Aber Sendelu weiß zu tun, etwas Mamoshes Dikir, sie hat mitgebracht dessen Verbeiden, und dank ihm darf sich Binjamin nicht benugen mit dem bloßen Untersingen Nigen. Und wenn sie kommen sofort in dem Städtel Piefke und sparen noch nirgends in der Kretschme, ist es Sendelu der, was lässt Binjamin schlafen und ausgemattet in den Winkel, und er allein geht verhandeln wie ein Emes Balaboste wegen Balabatischkeit und wegen Essen Wetscheli. Isa über so ist Sendelu der Tmimes-Dicker und in derselben Zeit Tachlis-Dicker hält, und durch ihn bringt Mendel rein einen von seinen schärfsten Paragraphen Benegehe der Bettlerei, was seht in allen Schichten und Aktivitäten von der jüdischen Gesellschaft, ob es schon der Mond in der Friere gelegt ist, nur ich will noch euch zitieren, mamisch, was Mendel sagt, nachdem die Sendelu hat eingepackt westlich von Essen in der Torbe, und tut das auch, das bisschen Essen wird uns teilen auf noch eine Mahlzeit und die Torbe, auf 1000 Mahlzeiten, weil wir hier wir können betteln über die Heise, gibt Mendele Asamin Tirade, in welcher fällt an, I auf der Posche der Bettlerei, I auf dem Minig von der Kleikoidisch, das heißt die Rabbonim, die Chazonim, die Melandim, die Shamosim, was in jenen Zeiten pflegen sie Achutz, die Schiris, was sie haben gekrogen, pflegen sie euch in gewisse Zeiten von Jahr herum in kleinen Nedovis in der Zwiebe, und Falton versteht sich auf dem verstellten Schnurrerei von die Karotgesteinen, das heißt die Steine auf dem koscheren Fleisch, und auf andere Refrainen mal auszuziehen, Bettelgeld durch Chevres, Kleiner stützt Doge-Chevres, so wie der Völker Mendele bei dem Chschad, als dort entganget man das gesammelte Geld, auf die Mechaberin, wo es kleine Doges mit dem Teritz, was sie verkaufen, biechert, und dort nennt man die frühe Mechaberin, euch die weltliche, die maskilische, und das lehnt sich also. Viele Fosches, sehr viel, speisen sich friedlich gering sie ihr ganz Leben nur von der Torbe und lassen sie über die Jerusche Kindskinder. Die Torbe ist in Tocherein als eine, nur bei verschiedenen Klassen Menschen bekommen sie einander mit Formen und einander mit Namen. Beim Prostneulen ist sie Poscheta Torbe, a Proste leibende Torbe. Beim gehäubenen Eulen aber nehmen sie an allerlei meine Gestalten, wie a Stege, a Kästele, a Karotkele, a Kleikoidischl, a Chevrele, a Puschkele, a Kolisch Beitele, a Gemildes Cheisetbankele, a Mechabrische Tleudersäckele und Däume. Die alle sind Behemes, da kenor Torbes, echte jüdische Torbes. Der Kapitel endet sich mit Binjamins Koschmar in Kretschme, in welchem es ist zu bemerken die geholte Chassene-Szene. Mendel erzählt da Wikles Morgen, was Binjamin setzt in sein Wesen holen, wie sie streuen an seine Instrumenten, und das ist ein Stück, wo wir weiß, dass seine Virtuosität sei zu observieren, sei überzugeben mit präzisem Vokabular die samme Dienste und ciekaweste Szene von jüdischem Leben.
Weiter kommen unsere Elben an von Piefkek in Tetrivke, das ist Jitomir, und dort verbringen sie von Kapitel 6 bis Kapitel 9. Beide sind sie unter den Räuschen von der Anderskeit von der größeren Stadt. Senderl bringt uns eine Bewunderung, was die Gassen sind so lang und breit, was die Häuser sind so hoch. Aber Benjamin macht das weg mit der Hand. Gedenkt von seinem Meisterlich, als Istanbul ist oneindig größer mit abusenden Häusern und Gassen und Gästlich. Aber in derselben Zeit sagt Benjamin euch, als der größere Krach, in welchem sie sind, das ist Jitomir, ist ihm etwas zu groß und zum Sof drückt uns als eine romantische Gegnerschaft oder Feindschaft zu der Großstadt und eine Liebschaft zu der Natur, zum breiten Feldern und so weiter. Wir sehen das von einem kleinen Zitat. Benjamin teilt mit Senderl und sagt ihm so, Chumisch hast du doch gelernt, Senderl. Leute, wie es steht in Chumisch, haben unsere Eltern in Gord Chiles, in die friedliche Deuris, gewohnt in Gezelten. Nur beschaß dem Dora Floge, haben alle Menschen sich verklebt in einen Ort, sich genommen machen Ziel und ausbauen in der Stadt mit hohen Mauern im Himmel. In der Mittagtage ist schon auf sie angefallen, eine Bese Mehume, ein Getummel. Einer hat nicht verstanden, die Mandeln und die ganze Führung dort ist etwas rausgekommen, Kapoir. Ein Ness, was Gott hat sie bald zertrieben, haben Menschen wieder angehört zu leben, Atem frei und die Welt ist weiter aufgerichtet geworden. Nur der Effekt von dem Dorf Loge hat noch im Ganzen nicht aufgehört. Von jener Zeit an zieht sich noch aus, bei einer Schöne Rabbe, die Teufel bei Menschen zu sticken und zu neu sticken sich, auszumäulen sich hoch, zu machen sich Hashem und fliehen im Himmel. Wir sehen da eine Stille zwischen den Maskils Hoffnungen auf der großstädtischen Zivilisation und in derselben Zeit sein Ideal von einer Zurückkehr von der Natur befreit vergehen. Tetrivke ist auch eine große Stadt, es ist Jitomir, was ist gerade einmal die Hauptstadt von der Voliner Gubernie, aber fort der Monsi in Tunejadevke. Benjamin mit Senderl sparen an in Applaus, wo sie treffen an dieselbe Batlonen, was in der Heim. Es ist da einer der Heikel Balmoyach, was weiß von den Nahes und von der größeren Welt, nicht nur weiß von Seelis und Spielkessler, nur auch viele von Telegraphen. Nur bei seiner ganzen Wissenschaft weiß auszutauschen, als die alle Maschinen oder der Erfindungen arbeiten auf Sprongenis. Arumim ist da eine ganze Hebel Batlon, was schmust wegen Weltpolitik, nicht anders wie in Tunejadevke, mit verrufend sich auf wieder einmal auf dieselbe Legende von Leute Jiederlich und so weiter. Auch in Tunejadevke haben sich die Batlonen in Schiels, in Bot, herumgerissen wegen Rothschilds Vermögen, weil sie haben nicht keine Ahnung. Und in einer schlechten Stimmung haben sie Rothschild gemacht, der Hesek von 8 Millionen, aber den anderen Tag aufgelegt, der Heid, haben sie ihm zugelassen, also erzählt Mendel die größte Verdiensten. Also ist euch mit den Batlonen in Tetrivke, was schmussen in der Zeit von der Krimer Milchome, wegen was es tut sich zwischen die Großmachten, was tragen bei sie sympathische römische Zunehmen, England zu der Marke Victoria heißt die Mumme Witte, Russland ist die Mumme Rossie, Türkei der Vetter Schmuel, Österreich ist Kiel und der Schmues zwischen den Batlonen geht also. Und weil Heikel beim Bollach ist gewinn verkocht in Witten, der Liebe der Tetzig Paschen, Heikels beständiger Missnagel in alle Sachen, sich angechippert in der Mumme Rossie und sich herausgestellt verlieren mit allen Kräften.
Etliche von beiden Stolen hat stark gearbeitet, zu bergen auf seiner Seite die übrige Kompanies. Israel hat schon gestanden auf ein Stück Stegen mit Schmulik Boxe, der Präsident von der Vetter Geschmores Knufje, und hat schon gemacht wie Hauptsache ausgebracht mit Beri Französ, Napoleons Aheiset Chosid, hat diese gemacht an Miede und zugezogen zu sich Tuvienbock, Kieres Mensch, und potschte seine Geflügel von allen Seiten, etliche hat gelost seine Razies, die Welt hat sich gekehrt und das Quasel hat sich poschet gewiegt. Und euch Binyamin, was kommt herein in dem dosigen batlonischen politischen Kochenisch, genießt und Tätrifke von derselben Beziehung, was hat gehabt in der Reihe. Von einer Seite halten ihn für ein Beschugen und von der zweiten Seite rechnet man sich mit ihm. In Jitomir ist die Atmosphäre in Stadt eine verschlafene, erzählt Mendele. Und zeichnet das an eine Karikatur wie eine Stadt, wo man tut nur essen und schlafen. Und euch, wenn es kommen, an ihn zu fahren, gläubig aktive Vorstehers von der Arumike Städtlich, Vorstehers von Jeden, was kommen da ausbeugen, verschiedene Sorten Hilfe, Erleichterungen, der Weg und verschiedene Unionen und so weiter. Ich sagte uns, wenn sie kommen an, haben sie ohne seinen Schlafkrank und anstatt die größte Bemühungen, was sie gesagt durchfielen, werden sie gefangen in einer Routine von Essen und Schlafen. Und nicht nur sie allein, sie die Weiber und Kinder, die sie haben mitgebracht euch. Und sie müssen nebach schicken noch ein Zugangsgeld in die Ortstandstädte, also sie sollen können weiterbleiben, bis sie wollen gläubig sein, dem Schlafen, so können die Ledigen die Schliche, über welche sie sind gekommen. Also weist uns Mendele die Obgelosenkeit und die Korruption von gläubig der Waschitzes von Jeden, was fordern auf große Zeus in die Großstadt und der Ledigen käme Gott nicht. In Tetrifke haben wir eine komische und groteske Episoden. Agev euch Benjamin und Sendel werden gefangen von der Passivkeit von dem Arum, vergessen ein bisschen sehen die Sie und geben sich auch bloß mit Bettlerei. Zwischen die humoristische Szene, was kommen vorher und dem, ist da, wenn Benjamin zerbrecht, nicht drin, wie ein ganzen Keusch und kriegt der Fahrer gepatscht und gesiedelt von der CKs der Jiden, was ihr Keusches das gewinnt. Und noch eine sehr komische Szene, wo das Humoristische ist, das auch stärker wie das Satirische, wenn auf einen Blick über den Teich steht Sendel mit Benjamin, auf einen anderen Weg beweist sich der aufgesendelte Weib, was sucht im Arum im Heim zu schleppen zurück, und in Mitten stehen andere Jiden, und man kann nicht da durchgehen, es wird eine ganze Zunäufstuppe nicht von Menschen, anhand welcher Art für Sendel und Benjamin beweisen zu entläufen, und verlosen sich auf dem verschlafenen Tetrifke, der anzukommen in Glubsk. Glubsk, das ist Mendeles Namen für Barditschew, die größte Stadt in Wolin, der Name nennt die Stadt von Naronim. In jenen Zeiten ist Barditschew gewesen eine Stadt mit über 50.000 Einwohnern, von sehr 90% Jiden, und hat sich ausgezeichnet mit sehr erfolgsgeblich Leben. Bald beim Reinfall von unseren beiden Helden, beim Monik von Kapitel 10, stoßen sie sich an mit den zwei Hauptstrichen von Glubsk. Das ist von einer Seite eine tumultige und vulgare Volkigkeit, was spielt sich abgesedelt in die Gassen, und von der zweiten Seite Schmutz. Wir haben in dem Kapitel ein Paragraph, was ist ein Muster von der maskivischen Kritik auf der Obgelosenkeit und auf der hygienischen Unbewusstseinigkeit, in welcher es haben gelebt die jüdischen Massen. Und das lehnt sich also. Als ihr kommt in Glubsk durch die Tetrifke Gas, sollte Meuchel sein, Aribe springen dort ein Leute, weiter ein bisschen die zweite,
Noch weiter ein bisschen die dritte, samt die größte, wo es hinzuläufen rein Mechille, reinstocklich, über levatische Pomoinices und bringen mit sich an von Kolotuf. Etlichen Tage bis einander Minz heute, andere Sorten Felsen von allerlei Collinen und verschiedene Mine Weiches, wie es passt zu Minien. Durch dem ist sehr gering zu treffendem Tag. Gießen sich ein Stege, gelbe Luschkelech von Samt, mit welchem Waschdepolen, und tragen mit sich mit Lichtes von Fisch, Dräugfieslich, Kettlich von Jäner, ein bisschen Haar mit verbrennte Stücklich Kopetes. Sollt ihr oben das Himmel, eint ist Freitag, nehmt ein Besen mit der Raschke und läuft seit Meuchel im Bode rein. Tragen sich ein zu Anschaulichts von Eier, von Zibeles, von Rettich, solche Gilles von Weber mit Ecken von Hering und große ausgeholte Machtbeine. Aha, gut Schabes auf jüdische Kinder, soll auch wohl bekommen noch ein Kugel. Seht ihr aber die Rienstücklich, koin, wo sie rieden sich, es schleppen sich dort verbrennte Stücklich Kasche, verdarrte Stücklich Teig, a zerrissene Schmatte mit a zerfallenen Jechitsch, is das Himmel, das ist heint Sonntag, der Wasserfierer hat noch nicht gebracht kein Wasser, koin was mit ausgesäugen a bissl von dem Fass, bevor es zu waschen, wie sich aus der Scholente. Und also in alle übrige Tage von der Woche hat etliche Luge ihr besondere Ponen, ihr besondere Gestalt mit ihr besonderen Reich. Und wie in einem anderen Roman Mendeles in einem Windschwingel ist Glubs das Ort, wo der Mechaber konzentriert seine Kritik auf die Avles von jüdischen Leben. Das will auch entwickeln weiter, wenn wir schmusen wegen der besonderen satirischen Mitteln, wo es Mendele Venton sei zu Petrivke, sei zu Glubsk. In Kapitel 11 schiefen sich unsere Helden in der Schiefel über den Barditschewer Teich, über den Glubsker Teich, ist es die Platignilowke. Dort sehen wir wieder parallel mit Don Quixote, vorndig über den Teich, seht Binyamin Keseder, Bilder, was nimmt sie an, von dem, was hat gewöhnt in seiner Weise wirklich. A dicke Schicht Schimmel in mitten Teich stellt sich ihm vor wie ein größerer Walfisch, was Matrosen nehmen im Anfang eine Insel und landen auf ihm und noch dunkle Sekunden und sie werden betrunken. Oder die Abspiegelung von den Wäschens, was waschen Wäsche beim Brett von dem Teich, seht ihr meistens, das sind die berühmte, singende Sirenes, und so weiter. In den letzten 3 Kapiteln sehen wir, als es kommt rein in dem Roman, ein ungewöhnliches Thema, das ist die Parsche von den Chapirs. Die Chapirs, das hat zu tun mit der Seele, was ist gewesen in Kraft unter dem Zar Nikolai I. Um 1825, 1855, laut welcher jede jüdische Kirche hat gedarft zustellen, eine Quote selber, was haben wir gedarft dienen 25 Jahre in dem Zars Armeen, und auszufüllen die dosige Quote, haben Chapirs, das heißt jüdische Verbrecher, solche, vernarrt oder gehabt, junge Leute, viele Jüngler und einmal erwachsene Jiden, aber das sind gewähnt ordene und unbeholfene Menschen, sie reingenarrt und sie zugestellt der Armee, also herum, als sie sind von reicherem Sprache, sondern nicht darf sorgen wegen der dosigen Seele, was wird sie gerufen von den Kantonisten. Dieselbe Thema ist euch im Zentrum von dem Roman Das Windschwingel, kennt ich also viele 200 Jahre nachdem, wie die Seele ist Bottel geworden, hat Mendele noch nicht gekannt vergessen, die Harpe von den dosigen jüdischen Chapirs. Euch Binyamin und Sendel werden also reingenarrt durch 2 pfiffige Jiden Chapirs,
und sie werden übergehend in die Hände von einer militärischen Kommission, was nehmen sie rein, und die letzten Kapitel erzählen uns die traurigen und in derselben Zeit komisch lächerliche Momente von sie mustiert werden wie Säumnis. Der Sophie ist, als sie werden befreit, aber so viel teugen sie nicht für den Soldaten, als es gelingt, sie sich herauszureißen. Mendele hat wahrscheinlich gehabt in Sinne nach Hemmschach, vor dem dosigen Kitzel Masois Benjamin Ashlishi, aber hat ihm nicht angeschrieben. Der Leiner bleibt also mit der Frage, mit dem Rätenisch, wohin sind unsere Helden gegangen weiter, noch stellen sie den ersten Tritt auf der Freiheit.